Talk it like Loose D. Wir sind Ja. wieder los. What's poppin'? We here, LZ Dukes. Lustig hier. Aus dem Dschungel, aus dem Welcome Dschungel. back. Die drei Affen sind back. Oh, Ey, what's poppin'? Buchen uns für Hochzeiten. Genau, Buchen du uns für stellst wieder Hochzeiten. auf und das heißt wieder Lucy. LZ Dukes, haben wir back. Wow, what's poppin'? Ey, we are back. Grüezi miteinander. Danke vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind wieder da. Wir sind wieder back. Ihr seid selber schuld, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, zuerst mal, wir fragen uns nie, wie es gegenseitig geht. Wie geht's dir? Mir geht's fantastisch. Schon, Immer wenn ich darf mit dir und einer dritten Person Genau. da den Podcast aufnehmen, geht's mir fantastisch. Ja, voll. Wie geht's dir? Mir auch super. Nur das Wetter macht nicht so mit, weil ich bin eigentlich so ein Sonnenmensch. Gerade vor kurzem, ich bin noch ein bisschen braun. Gerade vor kurzem in Miami. Du bist immer Sonnenbrand, Mann. Bist ruhig, von dem her. Und dann kommst du da und es regnet und es schneit und keine Ahnung, Gott weiß, was noch kommt. Hey, bevor wir es ganz vergessen, wir haben noch eine Dame heute am Start. Ja. Herzlich willkommen, Fatjona. Ja, Applaus für Fabiola! Welcome! Nicht mit Grüezi. Grüß euch. Grüß Grüß dich. dich. Wow, gerade so, bam. Vor allem, wir sind eben langsam, wir sind da taktisch am Vorgehen. Okay. Wir möchten jeden Kanton einmal abholen. Ja, voll. Sehr gut. Bern Genau haben wir so. jetzt schon zweimal gehabt. Wirklich? Wieso? Ist es zweimal? Ah, das ist der Sol. Was? Der Jerome? Eben zweimal. Sie ist eben keine Bernerin. Aber ich sag, komm nicht mehr draus. Gerade vorher ist, nein, also. Für dich ist Schweiz ein Kanton. voll. Ja, wirklich. Eine Freiburgerin haben wir heute da. Ja, aber mit Ah. dem Berner Dialekt natürlich. Mit Ja, Berner. voll. Das Darum hat bin vorher ich so kurz verwirrt. für Verwirrung gesorgt, für alle, die es nicht wissen. Freiburger, die näher an der Grenze zu Bern leben, reden Berndeutsch. Habe ich mir sagen lassen. Ja, es hat viele so Kantone, ich würde sagen, so viele Dörfer, die Schon? Bern reden, in Freiburg. Gar nicht gewusst. Du bist dort gar nicht. Haben wir uns So schade. educaten lassen. Wieder Ja. etwas gelernt. Oui. Oh, dans le français. So, alors, si tu veux, nous pouvons parler français, c'est Oh, pas le bien problème. sûr, on peut, hein, y a pas de Avec, problème. avec Luz, je crois que ça marche. Avec Luz, je crois que ça marche. Wenn ihr mich beleidigt, dann beleidige ich euch zurück. Hey. Das kann man. Ladies and Gentlemen, endlich wieder mal eine Frau in unserem Podcast. Ey. Ja, wieder mal Mann. eine ey. Dame. Wir sind das ist Ja. wir haben ja eine Staffelpause gemacht. Aha. Und das Genau. ist das grösste Kriterium, das wir bis jetzt immer bekommen haben, Voll. dass wir zu wenig Damen haben. Mhm. Die Kritik ist nur von Frauen gekommen. Die Kritik ist nur von Frauen gekommen. Und Ja. irgendwo durch das Training, weil wir das ja angefangen irgendwo nicht, wir nicht gewusst, wie schnell das, was für Formen das Ganze annimmt. Normal kennen wir mehr Jungs, wir sind zwei Ja, Männer, voll. beide Kuroten, beide Ja. Angst zum Klar. mit der Frau da hocken. Ja. Darum wir schauen immer nur heute aufs Mikrofon, wir schauen nur auf den Tisch dafür. Ja, stimmt. Aber eben, wir haben am Anfang ein bisschen Mühe gehabt, aber wir sind so entsprechend froh, dass du die Einladung angenommen hast, gell, Ja. Fatjona? Ja, Es hat ein bisschen lang gedauert, aber... Hey, Ist halt Hin Bernerin. und her, ja, voll. es muss Viele langsam. Termine. Bern ist langsam, auch mit Reden Ja. und mit Terminen. Das ist so. Das ist Alles. so. Hey, wie würdest du am liebsten haben, dass Leute dich sehen? Sag, ich habe das Gefühl, Also dich Leute ansprechen. Leute haben Angst vor dem Wort Influencer. Das modernere Wort ist einfach Content Creator, nicht? Das ist es so, wirklich. Wie- Heutzutage, ich sage auch nicht mehr Influencerin, sondern was machst du, Content Creatorin? Das Dann so, besser. Das ist dann definitiv Oh, ja. besser, Das ja. klingt Oder viel seriöser. selbstständig, einfach mit Content Creation und Online-Shop, ja. Nice, ist doch- nice. Erzähl mal, wie jetzt angefangen für unsere Zuhörer da am Anfang, wo du angefangen hast, jetzt nicht mehr damals als Influencer, jetzt als Content Creatorin, aber als Influencer in dieser Zeit. Wie bist du eigentlich dort reingekommen? Boah, ich bin schon lang, ich bin von Anfang an, Facebook-Seite kann man sagen, bin ich immer öffentlich gewesen. Ich Ja. habe immer gerne so Fotos gemacht und die gepostet. Und da sind irgendwie immer wie mehr Leute dazu Also gekommen. schon Facebook, Ja, ja. in der Facebook-Seite? Ja, oder? Oh, ja, wow. und sogar Instagram damals ohne Stories ist Ja. es gewesen, nur Feedpost, Ja, ja, voll. Videos, Das kennen wir auch. so wenig Videos, nur Bilder postet. Genau. Schon die Zeit bin ich immer öffentlich gewesen, aber nice. aber nicht Influencerin gewesen, also das Aber- schon nicht. Ich habe Sachen gepostet und es ist immer wie mehr Leute. Aber wenn hast du gemerkt, dass
Ab wann hast du angefangen, das Ganze ein bisschen seriöser gewesen, professioneller anzuschauen? Ich würde sagen, vielleicht so 4-5 Jahre und nach Corona extrem. Da hat es komplett gewechselt. Also nach Corona jetzt Komplett, gegenüber, so. komplett, ja. Also ja, hat gewechselt aus einem gewissen Grund oder hast du dann einfach gesagt für dich selber, ey, ich nehme es jetzt ernst? Oder? Ich habe das Gefühl, nach Corona hat bei vielen komplett gewechselt. Ja, ja. Viele sind auf selbstständig, Genau. viel ist nachher auf online jetzt gewechselt, viel Zeugs ist anders viral gegangen. Ab dann war es viel mehr. Ich habe es vorher immer wie gemacht, aber halt richtig hobbymäßig. Es ist immer noch mein Hobby, aber dann ist es immer wie mehr wie Job geworden, wie Verantwortung. Und Also das hast du alles einfach nebenbei gemacht, nebenbei ja, bis vor aufgebaut? 2 Jahren. Bis vor 2 Jahren? Jahren habe ich noch nebenbei 100% gearbeitet. Wow, okay. Wirklich? Und ja, jetzt seit 2 Jahren bin ich nur mit dem Content Creation? Creator oder Influencerin. Und ja. Selbstständig. Also in dem Fall selbstständig, ey, dass du den Applaus Das wert. ist jetzt schon ein Applaus. 2 Jahre! Kann man das irgendwie... Weißt du nicht ungefähr, wie viel im Stand von Follower das war, wo du dich selbstständig gemacht hast? Das kann ich nicht sagen. Also hast du das einfach nicht gemerkt oder ist einfach so... Das kommt manchmal gar nicht auf die Followerzahl irgendwie drauf an. Es kommt viel mehr darauf an, wie viele Aufträge du bekommst, wie deine Community ist, ob sie dir vertrauen. Das viel mehr ist das, also die Interaktion, die du mit den Followers hast. Ja. Anstatt Followerzahl, ja. Aber wie hat er das... erzähl mal so deinen Lifehack da. Wie hast du da Der Lifehack. so deine Erfahrung gemacht, dass du so erfolgreich hast? Was hast du für Posts gemacht? Wie bist du auf die Leute zugegangen? Wie hast du noch so viele Aufträge können? Hast du etwas anderes gemacht als bekommen? andere? Ja. Wenn man das ein bisschen macht, muss man so wie ein bisschen auf die Meinungen der anderen komplett Schon, ja. schießen. Ja, ich glaube es. Ja, du musst es einfach machen, weil da bekommst du, auch wenn du gar nichts machst, bekommst du immer irgendeine Nachrichten. Und deswegen, das ist das, wenn man auf das irgendwie gehen, irgendwie Influencerin werden, dann muss man auf das komplett drauf schießen und einfach machen, einfach so Videos posten, einfach was dir Spass macht. Und du hast einfach gemacht. Und was sind so für Ja, einfach Nachrichten, gemacht. Nachrichten, die du bekommst, wo du sagst, auf die musste ich drauf schießen? Was das sind Leute? Das Also kannst du vielleicht etwas Konkretes erzählen, wo du sagst, hey. bekommst alles ein bisschen. Schon, Aber das ist minim. Aber trotzdem, okay. paar verletzt und paar Ja, nicht. das ist noch. klar. Ja, aber Und bei mir ist so, definitiv von Anfang an ist mir das komplett egal. Nein, das ist schon richtig. Also hast du von Anfang Das an auch ist- keine Mühe gehabt mit irgendeiner schreibt, wahrscheinlich bist du Nicht, beleidigt. mit dem habe ich nicht Mühe. Ich finde es echt schade und komisch, aber damit habe ich nicht Mühe. Nein. Fatjona kann Einfach liken. Ja. Den Kommentar liken. Wirklich. Erzähl mal in deinen DMs, wie viele Männer schreiben dir? In Anzahl. Erzähl sie unseren Zuschauern. Jetzt sagt sie die Zahl. Nein. Hau die Zahl aus. Also im Monat oder am Tag? Oder? Nein, ich bekomme nicht so viel Nachrichten. Ja, komm jetzt. Hure Das ist gut, diplomatisch. Ja, voll. Wurde Das diplomatisch ist geregelt, das Ganze. Das ist, Nein, wirklich, ich bekomme nicht so viel. traut sich die Männer. Also, meine lieben Männer da draußen, Schreiben. schreiben. Fatjona. Was schreiben dir nicht so viel, wie es aussieht? Also, was würdest du denn sagen, Nein, wo hast du die grösste Interaktion mit deiner Community? Ist das auf Insta oder TikTok oder bist du noch irgendwo anders unterwegs? Ja, Insta, TikTok viel mehr, definitiv. Auf TikTok bin ich viel schneller gewachsen irgendwie. Also wirklich seit Corona habe ich viel mehr als auf Insta, aber die meiste Interaktion ist entweder Story, so lustige Stories. Da packst du die Menschen halt schon mit Sympathie und absolut. Ehrlichkeit und ich mache alle Stories irgendwie so authentisch wie möglich. Also man kann es nie 100%, weil die meisten lustigsten Sachen passieren immer off-camera, aber Absolut. das, was ich aufnehme, versuche ich schon wirklich so authentisch wie möglich. Willst du uns auch in Story rein tun? Klar. Ja! Dann mach jetzt eine Story. Unbedingt. ich mache jetzt eine Story, soll ich markieren? aber taktisch clever, natürlich auf der Kamera das sagen. Riesen Ja, ja. Fuß, Ich finde die nicht. aber das ist ja nicht so, dass ich finde das so spannend, weißt du, wenn du machst das ja schon lange. Ja. Und du sagst, du hast von Anfang an kein Problem gehabt mit negativen Kommentaren von deinem Umfeld, von Leuten, die du gar nicht kennst. Von Anfang an. Einfach immer dieses Ding durchziehen. Egal, was du hörst, was die Meinung der anderen ist, auch von der nächsten Person, egal was sie dir sagen, einfach immer dieses Ding durchziehen. Und
Hast du Selbstzweifel gehabt? So viel, Oh. weißt du, irgendwie in Bezug auf das ganze Das ist eine gute Antwort. Warum? Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Weil wirklich auch von meinen engsten Leuten, wenn ich so sage, boah, ich habe so Selbstzweifel und ich habe Angst und wie kommt das an? Und sie schauen mich einfach so an, du, Selbstzweifel? Ich so, ja, ich. Wieso? Jeder Mensch. Also ich habe Selbstzweifel, ich habe auch Angst, ich habe auch Bedenken. Ich denke mir auch, ach komm, wir machen das jetzt nicht, ich poste das nicht, das interessiert niemandem, dann poste ich einen Tag zu viel. Also das ist wie alle anderen. Da gibt es kein Rezept für, zum Influencer sein, ja. zum plötzlich, ey, ich bin jetzt... Konstant bleiben, immer posten, immer sich selber sein. Das. Ja. Konstant voranbleiben. Und Hast- viel reden irgendwie. Viel reden, das ist Also auch gut. redest du auch, boah, ich tue mich jetzt gerade voll out, dass ich noch nicht so viele deine Videos gesehen habe. Aber redest du auch, es gibt ja die Personen, Damen und junge Männer, die auf den sozialen Medien selber nicht, ihre Stimme nicht zeigen. Oder weißt du, nicht einfach nur Videos machen und wie sie sich Aha. bewegen und laufen. Und tust auch... Ja, ich tue Hochdeutsch. Ich tue Hochdeutsch Ach so. reden. Ja, Machst du schon lange? nie? fast nie. wirklich? Ja, Schon? ich mache es immer Schon von Anfang an Hochdeutsch oder- Podcast? in Hochdeutsch. In Hochdeutsch mache ich das. Die meisten, ja, Deutschland ist halt riesig und die meisten Followers sind halt schon von Deutschland. Ach so. Und die Schweizer verstehen es ja sowieso, und deswegen tue ich dann schon Hochdeutsch. Okay. Machst du schon lange auf Hochdeutsch? Fast immer. Ah, Schon? wirklich? Ja. Hast du schon eine grosse Community in Deutschland? Die Weißt du? meisten sind von Ah, schon, Deutschland. wirklich? Ja. Okay. Ja. Und dann Schweiz, ja. Ja. Gut, die Schweiz ist auch kleiner. I love Swiss. I love Swiss. Oh, mit dem hast du dich jetzt geoutet, wie alt du ungefähr bist. Weil die neue Generation macht für Herzli, macht es so. Ah. Wie hast du gemacht? Das ist zum Beispiel, wenn du einem Kind sagst, wie du telefonieren. Wie du telefonieren, mach ein Zeichen mit deiner Hand, wie du telefonieren tust. So? Weißt du, machen die Neuen. Wie? Nein. Ja, das Video habe ich auch gesehen. Was, wirklich? Wirklich. Das ist ja voll oldschool. Weißt du, wenn Ist wenn so. dein Daumen und dein Zeigefinger für alle, die jetzt nur audiotechnisch unterwegs sind, da nicht Ist so. schauen, wenn du wie der Ronaldinho früher das so Ja, machst, voll. dann das ist das Telefon, wie wir früher gewesen, Motorola und so früher, oder? Und heutzutage ist es einfach so. Mhm. Oder wie machst du das Wegen Foto? Wie machst du das Foto? Wie machst du das Foto? Selfie? Nein, normales Foto. Wie Wie würdest du machst du das das Foto Foto? machen? So? Zeig es mit den Händen. nur Ohne mit den Händen. Handy. So? Ja, was? Was, So, wie das machst ist du eigentlich die Foto? neue So? Generation, die alte, wir machen. Ja. Ah, so meinst Vor allem du als ja, Fotograf. voll. Er ist ja Amigo. Fotograf. Ich mache es so. Hilfe. Amigo. So. Jeder Nein, Auftrag ich mache es cancel. so. Jeder Auftrag cancel noch dann. Ja, wirklich. Du bist kein Fotograf. Wie hast Nice, so, das so nice. mit Kooperation und so, wie hast du das gehandhabt? Hast du das von Anfang an selber gemacht? Oder wie? Am Anfang- Erzähl mal von deinem ersten Auftrag. Ich kann mich leider nicht komplett erinnern. Ah. Weil Oder einer von der ersten. Einer von der ersten. Komplett das erste, kein Plan. Aber einer von der ersten war irgendetwas mit Kötteli. Ja. Und ich hatte gratis Kötteli bekommen. Und schon das, also wenn man etwas gratis bekommt, ist dann so, oh mein Gott, wow, richtig schön. Ich habe es Ja. geschätzt. Für mich Ja, war das so absolut. wow gewesen. Schon ein Erfolg. Ja, und dann eine bezahlte Kooperation ist, glaube ich, mit Daniel Wellington, glaube ich, gewesen. Also Okay. Uhren. Man hat da fast nicht so viel verdient, also fast nichts für die Schweizer Verhältnisse, aber trotzdem schon das hat mich so wow, Wie hast krass. du das gut können implementieren, so der Business-Teil von dem Ganzen? Ich meine, schlussendlich, du verkaufst dich, du bist dein eigenes Produkt in dem Sinne, du bist ja deine eigene Marke. Mhm. Hast du Mühe gehabt, den Business-Teil von Anfang an zu handhaben, das zu regeln? Weißt du, so über Geld zu reden mit diesen Marken, Ja, über irgendwie zu sehr. verhandeln, dealen. Ja, wie gesagt, das ist am Anfang selber, keine Ahnung, was verlangst, was sagst, wie du das handhabst. Ich habe sowieso noch nebenbei gearbeitet, keine Ahnung gehabt. Und dann habe ich die erste Anfrage von einem Management bekommen. Und Aber sie ist für dich dann so quasi als ja, Handhaber? ja, handhaben. Und das ist dann so wie viel einfacher, weil sie wissen, wie viel verlangen, wie viel das ist und so. Und dann Ja. tun sie das komplett handhaben. Aber am Anfang selber ist mir so wie ein bisschen egal gewesen. Ich habe mich schon nur über... Kleine Beträge. Ja. absolut. Gut, Und einfach die Sachen, die ich bekomme, oder Kleider, Frauenkleider, Schminksachen, oh mein Gott, Traum. du kommst jetzt immer noch einfach so zugesendet über die Sachen, wo sie Ja. schreiben, hey, kannst du einfach, oder
Ich kenne so viele, die eigene Marken oder eigene Kleidermarken kreieren. Die schicken einfach in die Leute, die so ein bisschen, also wo viele Followers haben, dass sie vielleicht aus gutem Glück einfach die Sachen anlegen. Oder, bekommst du auch sehr viel so Geschenke über? Viel ist jetzt relativ. Ja. Aber ab und zu bekomme ich schon, ja. Schon, Ja, Ah, ja. schön, bin schön. sehr dankbar dafür. Ich frage mich immer bei so Situationen. Weil das wird ja hure gestellt, wenn man nachher sagt, ey, ich habe etwas überkommen. Wie wissen die deine Adresse? Fragen sie das schon das Management? Oder? Es ist, bist so auf einer PR-Liste bestimmt und dann dort drauf. Ja. Da merke ich, wie unwichtig wir sind, dass wir das nicht mal wissen. Ah. Wie unwichtig, Ja. dass wir das Ganze bis jetzt Gut, handhaben. es hat sich jetzt während der Jahre die Content Creator ja mega entwickelt. Früher hat es weniger, also ich kann mich gar erinnern, vor etwa 10 Jahren, wer das gemacht hat. Also ob das überhaupt, eben, wie viel das gemacht haben. Das hat man so in der Hand können Ja, aufzählen. gell? Und Ja. jetzt, aktuell heutzutage- macht das Ich So habe das Gefühl, viel früher hat sich wert. auch jeder fast geschämt für das. Also weißt du, wenn jemand das so Kann gesagt sein. hat, so... Ja, geschämt nicht, vielleicht haben sie auch nicht gewusst. Weil Nicht, gut, nicht, das sorry, richtig Online-Marketing- nicht geschwämt, sondern nicht geschämt, sondern den Wert nicht kennt. Ja, Weißt du, der eigene genau. Wert, so, du bist in der Schweiz ja, Ja, absolut. ein paar Jahre später erst angekommen ist bei uns. Das Ganze so vermarktet und Ja, so. voll. Ich glaube, die Leute lang nicht gecheckt, was für einen Wert Genau. sie selber. Extrem. Weißt, darum habe ich vorher gemeint, weißt du, wie zu den ersten Verhandlungen und so, wie das gehandhabt hast, wie das gemacht hast. Ja, Schweiz ist vielleicht immer noch ein In der 3. bisschen ja, Ja. merkst du Das ist so. immer, das ist normal, also ist fast normal. Aber ist ich immer so. finde es, wie du gesagt hast, vor 10 Jahren ist wirklich können so in der Hand zählen, wer Influencer ist oder so. Und heutzutage versuchen es viel, finde ich schön. Aber was dann auch schwieriger macht dass Für es noch dich, mehr, ja, genau. also nicht unbedingt für mich, sondern allgemein, ja für mich auch, Ja. allgemein so, wenn Ja, in der jemand- Szene ist halt ja, was schon Ja, vor allem jetzt, Viel wie du vorher versuchen. sehr gut gesagt hast, nach Corona hat das Komplett ist explodiert. geändert, ja. Also jeder wird etwas Eigenes starten, Ja. wird eben so Sachen vermarkten selber. Aber was jetzt auch kommt demnächst für alle Influencer oder halt auch wie für mich Videograf oder allgemein Ja. ist die Content künstliche- Creator. Content Creator ist künstliche Intelligenz. ja, Mittlerweile kannst du Sachen erstellen. Also das ist krank. die Entwicklung nur von einem Jahr extrem. Was für Videos du kannst mit Ja, ja. künstlicher Intelligenz erstellen. Das Ja, ist ja. crazy. Auch nur schon Bilder. Ich habe letztens einen Kollegen Also Bilder ist Kollegen schon- so ein Bild für das Vorstellungsgespräch mit KI gemacht hat, mit AI. Ja, nein, Ich sehe das, ich schaue so, ich so, mein, das ist auch hübsch, Mann. Ja, ich würde Ja. gerade einstellen. Man. Ich weiß, dass das, Oder es gibt, Schon es so. gibt schon KIs, wo du zum Beispiel sagst, du gibst ihnen einen Text an, dann gibt es Personen, wo das dann einfach, du siehst eine Person, die das dann einfach erzählt. Und perfekt, du kannst sogar eben auf jede Sprache Ja. oder Krank. eben, Jede Sprache. kann, Ja. kann jeder das Produkt verkaufen. Und darum, künstliche Intelligenz wird auch, ich weiß nicht, wie das in Zukunft wird sein. Hast du dir Sind wir Bedenken, wie gehst du vor? Hast du schon Ideen? Jetzt, ich meine, du hast ja nicht nur als Influencer, sondern du machst ja noch etwas anderes noch, wo du selbstständig bist. Dann hast du einen eigenen Online-Shop. Ja. Vielleicht kannst du zu dem noch etwas erzählen. Ja. Wie das zu dem, oder ist es vielleicht der Schritt gewesen, wieso du das gemacht hast? Weil du denkst, ja, vielleicht Influencer geht nicht mehr lang. Das kann man nie sagen. Ja. Allgemein, das kann man nie sagen. Das habe ich ja vor 2 Jahren gesagt. Ich probiere es einfach, weil mir zu viel ist geworden. Ich habe 100% gearbeitet. Dann habe ich einen Online-Shop aufgenommen. Und dann noch Influencer. Dann habe ich gesagt, irgendetwas muss ich aufgeben. Ich dachte, ich versuche es mal. Okay. Aber eben, das kann man nie sagen. Vor 2 Jahren habe ich gedacht, keine Ahnung, wie sich das entwickelt. Aber es kann ja immer wie mehr Ja, ja, werden oder absolut. morgen wieder vorbei. Das ist so. I don't know. Genau Wenn so. es vorbei wäre, würdest du wieder arbeiten? Oder ist es nie dein Ziel? Du willst für immer selbstständig sein. Oder? Ist schon schwierig. Also ich bin zum Beispiel, ich würde nie mehr wieder, Gott weiß, was passiert. Ja, Vielleicht man weiß nie. Ist gesundheitlich etwas, wo mir widerfährt oder so. Aber ich bin 100% sicher mit meiner Einstellung, mit meinem Mindset, dass ich nie mehr wird für jemanden arbeiten selbstständig sein und mein Ding machen. Weißt? Das ist so meine Meinung. Wie das siehst sind, du das sind sehr viele Leute, die halt schon selbstständig Ja, sind. genau, sagen Das sehr ist viel. Ja. mega, ja. Ja, klar. Also, klar, mein Ziel ist auch unbedingt immer selbstständig zu sein, aber man weiß auch nie, was im Leben passiert. Und was mir manchmal so fehlt, ist ein bisschen
Büro, langweiligen Lifestyle, so ein Ja. bisschen so käfeln, ein bisschen go lästern, ein bisschen go rumtippen, das so ein bisschen anders Ja, anlegen. dann tust du das Management wieder weg, dann machst du das wieder selber. Oh, Dann bist du ja im Büro. oh nein, du dafür da, Eto. dann Eigentlich froh, auch habe ich nicht. Tun wir, das, da, ja. tun wir halt heute lästern, wenn du willst. Über andere Influencer ablästern. Wer hatest du am meisten? Piep. Weißt du, ich sage den Namen, aber Ja. Gibt's. Boah, da Ja, ist ja. ein wilder Punkt. Gibt's. Bist ja nicht immer, wenn irgendeine Kooperation ist für irgendeine Marke oder irgendeine Brand etwas machst, irgendwie ein Shooting oder eine Werbekampagne oder so, bist du ja nicht immer allein. Kann ich mal davon aus. Oh, also. aber wir machen ja. Ah, Also oder was der Vater. denkst du ich jetzt? denke, vielleicht Sie weißt du, denken vielleicht mit mit anderen anderen Personen. Influencer oder so, wo du Wie? zusammen Treffen da und tanzen im Wald um den Wald Kooperationen herum. mit anderen Influencer, weißt du? Meint er. Weil irgendwie so, keine Ahnung, wenn jetzt für irgendeinen Brand, die sagen, ey, wir holen 3-4 Leute für eine Werbekampagne, für ein Werbevideo. Das die holen dann nochmal 2 oder so. Ja, es ist mehr, bei mir ist mehr so Video-Stories, die ich mache. Die mache ich meistens von daheim. Ja. Ah ja, gut, das macht Ja, so Werbekampagnen nicht, aber es gibt Events in der Schweiz, wo sie machen, oder Deutschland, überall. Und wenn Okay. du so an Events eingeladen bist, dann siehst du dann die Influencer-Kolleginnen. So. Kannst du den Leuten, die dir zum Beispiel jetzt das bei dir buchen, gibst du denen eine Garantie und sagst so, «Look, so viele Leute sehen das?» Oder was bietest du ihnen an, dass sie, weißt, viele können, also bei dir weiss ich, du hast deine Bekanntheitsgrad ist sehr hoch, dich kennt man, aber ich meine, man kann ja Followers kaufen, Likes Ja. kaufen, wie beweisest du den Leuten, dass du so viel hast? Natürlich mit deiner Anzahl, aber... Ja, nein, du musst den Kunden schon Insights schicken. Insights, da Insights, ja. siehst du Story-Views, da siehst du Interaktionen, da siehst du Real-Views, da siehst du Ja. alles. Und Und dann garantierst du, sagst du, «Look, das Video wird 1 Million Views haben.» das kannst du nie. oder Ich machst du kann's auch nie vorher Videos? wissen. Ja, Video-Stories, das, was sich Okay. so im Insta ist, aber garantieren kannst du nie jemandem am Kunden. Ich sehe es ja selber, ich habe ja selber einen Online-Shop. Wenn ich für meinen Online-Shop Werbung mache, denke ich mir so, okay, jetzt kommt nichts Ja, rein ja. und dann am anderen Tag machst du fast nichts und dann ist mehr. Also das kannst du nie wissen. Also Ja, ich merke es schon nur anhand von meinem Online-Shop. Ja. Was hast du denn für einen Online-Shop? Was vertickst du? Oder was verkaufst du? Merkst du, Albaner, ich habe gerade verticken irgendetwas. Nein, was vertreibst du? So Beauty-Produkte. Einfach das Selbstbewusstsein von den Leuten ein bisschen steigern. pushen. Sind das Ja. deine eigenen Produkte? Das sind meine eigenen Produkte, ja. Ah, wirklich? Ja. Hast du etwas für Männer? Ja, Nein! kannst du auch für Männer brauchen. Wimpern? Nein. nein. Aber bei uns ist der Zug schon abgefahren. Das weißt wird, du? das wird so passen. So. Nein, zum Beispiel Zahnaufhellen. Bleaching. Bleaching Set. nice. Ah, Okay. so Zeugs, Ja. okay. Ja, Bleaching Set oder für die Poren. Ja, bald Cool. kommt da ein neues Produkt raus. Darfst du das schon erzählen? Mhm. Okay. Du weißt es schon. Ich Kannst du sagen, wenn es rauskommt? Nur wenn. Wenn, kann ich nicht sagen. Auch Vielleicht nicht. 1 bis 2 Wochen. Ah, ja gut, weil das kommt erst. Also, Wann kommt es raus? Das kommt erst, was haben wir jetzt? Das kommt Mitte Mai. Etwa. ja. So gut, sag's nicht. Was kommt raus? Nein. Was? Das ist- Was? Ja. Was tue ich verticken? Was ist so der Aufwand, den du betreibst? Bist du 2 Stunden am Arbeiten und nachher chillst du den ganzen Tag? Oder erzähl mal, wie ist so dein Alltag? Es ist so unterschiedlich. Es ist so krass unterschiedlich. Oder wie kommst du auf die Idee überhaupt? So, weißt du, du musst auch ein bisschen kreativ sein, du musst auch ein bisschen mit dem Trend mitgehen. Wie holst du die Und mit Inspiration? mit dem Arbeitsaufwand ist schon interessant. Mhm. Mhm. Wie wirst du das so? Hast du eine Ähm. 40-Stunden-Woche? Kann man das so sagen? Oder tun wir das auch bieben? Du schaffst auch am Samstag, Sonntag, weißt du, wenn du so, Ja. sagst, so Videos posten und so, das schaffst du auch so. Samstag, Sonntag. Ja, das kann man schon 24/7 Job. Ja, man muss. Also mein Kopf jetzt zum Beispiel arbeitet immer klein. Schon, Ja, du stehst auf, denkst so, ich mache mich ready, dann kann ich das und das machen. Du machst ja sowieso parat, dann denke ich mir so, ich nehme gerade die Leute mit. Aber es gibt Tage, wo ich gar keinen Bock habe. Dann klar mache ich viel weniger. Aber ich versuche schon wie einen richtigen Job das anzuschauen. Hast Ja. Weil das macht mir auch Spass. Also dann versuche ich schon ein paar Stunden
dran zu sein, ja, definitiv. Würdest du sagen, hast du Leistungsdruck? Weißt du, Druck zum Abliefern, spürst du das? Habe ich eine Zeit lang gehabt. Und das Schlimmste, das war wirklich gar nicht schön. Okay. Und dann habe ich wirklich das komplett abgestellt. Also was, hast du auch nicht mehr Post, was? Oder nein? Nein, Ah, einfach der mit dem Druck. Ich habe mir keinen Druck mehr gemacht. Ich denke, es kommt, wie es kommt. Je weniger Druck das ich mache, je weniger Gedanken das ich mir mache, dann kommt es besser. Und das habe ich jetzt komplett abgestellt und das ist viel besser. Also je mehr man irgendwie überlegt, overthinkt und so, dann wird es noch schlimmer. Deswegen gar nicht viel überlegen, einfach machen. Ja. Ja. Das ist etwas im Kopf, mach einfach. Einfach irgendwie probieren, ja. Ja. Stell dir vor, jetzt, gut, du hast jetzt einen Online-Shop, Mhm. aber wenn einfach heute Instagram oder so oder ein TikTok in der Schweiz gesperrt wird, Mhm. wanderst du aus? Was machst du? Das wäre schon schön, ja. Intensiv, ja. Ich bin jetzt schon weg. Ich habe das gemerkt, ich bin schon am Aus. Sie haben hoffentlich wird es gesperrt, aber Also, die meisten Leute in Deutschland. Zum Beispiel, schau jetzt, ich sage dir ein Beispiel. In Indien ist es ja recht stark gewesen, TikTok am Anfang, in der Corona-Zeit. Ich Okay. bin mega viral gegangen. In Indien? Ja, in Indien. In Ja, Indien? ja, es war mega lustig. gewesen. Die haben mir Okay. gesagt, der albanische Shahrukh Khan und so Scheiß. Ach, Wo ich live was? gegangen bin, ja. Ich habe So so cool. Handyvideos gemacht. Da bin ich recht viral gegangen, habe wirklich hure viele Leute gesagt. Die haben Ja. einfach alle wollen nur noch TikToks machen. Ja, Chinesen tun sie auch sperren. Ja, ich weiß, Chinesen haben es jetzt, ich weiß nicht, ob sie Chinesen haben eine es gestellt zeitliche Sperrung. haben. Ja, ah ja schon. Ja, das sind Aber Aber ja. die sehen auch nicht alles. Ich glaube, die Chinesen sehen nur so lernen, Ja, irgendwie, was dein habe ich Hirn auch fördert gehört. und nicht Du kannst nur- verblödst. Irgendwie. Also mein letzter Wissensstand, ich glaube irgendwo im März habe ich da mal etwas gelesen, dass du als unter 16 oder unter 14-Jährige nur 2 Stunden am Tag kannst Ach so. TikTok offen, ohne, Ah, ohne krass. Beschränkung Mhm. konsumieren. Und nach dieser Beschränkung, wenn mehr als 2 Stunden genutzt oder mehr als eine Stunde, die genau zeitliche Angabe weiß ich nicht mehr, hast du nachher nur so lernfördernde, Ja. Mhm. lernfördernde Content. Mhm. Ist ja auch Content created Ja. worden. Ja, ja, klar. Ist auch so. Ja. Also ich selber lerne selber mega Ja, viele gell? Sachen von TikTok, Insta und so. Da denke ich Mega. mir so, wow. Früher habe ich auch sehr viel über YouTube gelernt, also allgemein meine Techniken für Video, Foto. Und jetzt schaue ich sehe sehr viel auf TikTok, auf Instagram. Du hast mir das einfach ein bisschen beigebracht. Ich, habe das, Ja. ich bin noch voll oldschool, also oldschool ist auch modern, aber mit Ja. YouTube und so gewesen. Dann hast du mir einmal gesagt, schau auf YouTube, schau auf Insta. Ist so. Ich habe mir das gar nicht Das ist überlegt. crazy. Gar nicht Machen überlegt. sehr viel. Bei mir ganz am Anfang war so Ferien, Hotels und so, habe ich immer auf Insta geschaut. Und ab und zu so Bewertungen auf Google, aber immer Insta. Und jetzt so, ich wollte unbedingt das Schwarzkümmelöl kaufen. Was Ich gebe einfach das im TikTok. Schwarzkümmelöl. Ja, Ah, ja. gebe das ein und dann schaust du, ich muss es noch wirklich kaufen jetzt. Siehst du, Das wie ist- positiv ja, das Das ist eigentlich krass, ist. Ja. Mann, ja. Also selber lernt man auch. Wie, Viel. weil wenn du so sagst, du erzählst von dem, du hast Freude an dem, du hast Spaß an dem Ganzen, hast du auch irgendwie Schattenseite an dem Ganzen. Weißt du, dich selber den ganzen Tag, ja, für und Schlusszeichen, präsentieren, Man zeigt, das ganze Leben öffentlich haben. man zeigt schon nur das, was man zeigen will. Also ich würde jetzt niemals behaupten, ich zeige mein ganzes Leben. Das ist gar nicht so. Ich zeige nicht jetzt unbedingt viel, versuche es schon. Aber da versuche ich halt schon, mich selber ein bisschen mehr zu zeigen. Nicht so ein bisschen der Umfeld, weil halt nicht jeder auch öffentlich ist und Ja. Ja. die nicht so mit einbeziehen. Die Schattenseite, jedem Job, egal was du machst, hast du die Schattenseite. Das ist definitiv. Was wäre das so als Content Creatorin? Viele Videos, nein. Oder Influencerin. Ah ja. Ich sag das nicht mehr, sorry, ich hab's vergessen. Was ist Schattenseite so? Erzähl mal. Ja, Vielleicht das ist so- einfach der Druck, den du hast, wo du manchmal nicht kannst umgehen, wo du denkst, vielleicht, aber wenn man viel zu viele Gedanken macht, soll ich das machen, soll ich das nicht machen. Halt so Sachen. Wie ein bisschen Der- überall. Da ist Vielleicht ist es. Stress, wo du hast, so den innerlichen Stress. So wie in jedem Job, würde ich ein bisschen behaupten. Vielleicht ist es jetzt zu persönlich, aber ist nicht auch die Schattenseite vielleicht also eine lange Beziehung zu haben oder allgemeine Beziehung zu haben, wenn du so eine offene Person bist? Und die Leute oder vielleicht, ich weiß nicht, ob du bist nicht verheiratet, ja? Verheiratet nicht, nein. Aber Mühe mit dem, weißt du, oder ist es schwer gewesen für dich? Vielleicht hat jemand zu finden, das weiß jetzt auch nicht, ob du überhaupt einen Freund hast, oder jemand zu finden, weil wenn jemand so Oder eine Freundin, wir sind tolerant ja, heutzutage. also, ja. LGBTQ? Nein, ist es nicht Nein, ich habe einen Freund. Ah, okay. Ja.
Kannst du vielleicht, also es musst du ihn nicht nennen, aber ist das nicht für ihn, geht es für ihn, ist es mühsam oder wie geht er mit dem um, dass du so öffentlich bist? Gar kein Problem. Schon. Das ganze Umfeld im Gegenteil, so wie Eltern oder Freunde oder mein Freund jetzt, im Gegenteil, ja. Sehr schön. Die pushen mich. So. Aber ich finde, wenn du jetzt, egal was du im Leben machst, du musst nur so Leute um dich ein bisschen haben oder gar nicht. Halt. Lieber Ja, alleine voll. als... Nein, dadurch habe ich gar Okay. keins. Sehr gut. Schau jetzt, wo Super. du Eltern ansprichst. Kennst du die, weißt du, wo du irgendjemand ist, ich sage jetzt mal einfach etwas, ist eine Anwaltskilfin. Und nachher, wenn es zu der Familie runtergehen, sagen sie, meine Tochter ist Anwältin. Kennst du die? sagen sie bei dir, ey, meine Tochter ist Superstar. Ist halt, Nein. Absolut nicht. Du, im albanischen Teil bist du auch recht bekannt, ne? Ja. Oder? Ja, aber da könnte, was sagen deine Eltern, wenn sie sich vorstellen? Gar nicht. Businessfrau. Wie sagen sie ja, Die müssen mir ja nicht Shikayama macht das. Ich glaube auch noch, meine Tochter arbeitet so mit Instagram online, sagen sie. Ah, online? Ja, so. Ja. ja, Aber geil. jetzt, oh Nicht. Gott, würde mich schämen, wenn ich mir so, my star, nein, hau ab. Nein. Aber wer fahre ich sich? Ich habe noch voll, gerade jetzt vorher überlegt. Die sind schon stolz, klar, Ja, natürlich, safe, ja. aber Stonio. Du bist sicher angefragt worden für Big Brother Dings. bin ich nicht, nein. Nicht? Mhm. Crazy. Mhm. Stell dir vor, es wird Big Brother Schweiz geben. Kosovo, Stell dir Gibt's vor, das Big nicht? Nein. Big Brother Schweiz gibt es. Big Brother sollte es auch in der Schweiz geben. Soll es auch in der Schweiz Ja, geben? bitte. Und dann eine Einladung an Ja, Fatjona. gut, ja, gut. Ist Big Brother mittlerweile nicht so ein bisschen Bachelor? Nein, voll nicht. Nein, das kannst du nicht vergleichen, glaube ich. Mhm. Also wenn du schaust, Kosovo vergleicht, Kosovo der erste, zweite, dritte, ich weiß nicht, wie Ja. viele Staffeln es ist. Ja. Wenn in Brasilien gewünscht, sagen wir jetzt Brasilien. Ja, gut, Amigo Brasilien 380 Millionen Einwohner. Nein, aber vergleich das wirklich. mit Deutschland Vergleich. auch. 2 Millionen. Dort bist du ein Star, wenn du nur nach der dritten Runde weiterkommst und du bekommst, der Gewinner bekommt 1 Million über. Oh, krass. 1 Million. Million. Ja, war brasilianische Real. Bro, Nein, das nein, ist- 1 Million $. Also Dings, sie Okay. bekommen noch mehr über, aber ich weiß nicht, wie sie aber sie Okay. sagt 1 Million $. Ich weiß nicht, wie ihre Währung heisst. Im Großen und Ganzen, das ist, kannst du nicht mit Bachelor vergleichen, glaub mir. Dort, wenn du dort reinkommst und so weit kommst und dich auch entsprechend präsentierst, dann hast du schon einen Bekanntheitsgrad, wo du kannst gut ausnutzen. Okay. Das habe ich Ja, jetzt immer so bei Filmen gesehen. ich kenne das auch von den Jugos. Ja. Maya, man das hast du schon erzählt. Die sind auch, Zadruga heißt es bei denen. Der Big Brother aber ist fast das Gleiche. Mittlerweile gibt es noch andere Sachen, wo sie jetzt im Kosovo und Albanien am machen sind. Aber ja, Ich bin nicht angefragt worden. Big Brother Schweiz, wirst du gehen. Oh, Ja, wieso nicht? Wir Keine kommen da, Ahnung. weißt du, lustig. machen wir dort in den Podcast. So lang. Nice. Hey, aber du hast ja gesagt, du hast einen eigenen Online-Shop. Ja. Ab wann hast du das Gefühl, oder ab wann hast du für dich selber entschieden, ey, meine Marke, meine Reichweite kann ich für mich selber noch für etwas anderes nutzen? Ab wann ist bei dir der Gedanke gekommen, der Mindset, dass du gemerkt hast, ey, ich kann mir so ein zweites Standbein aufbauen mit einem Online-Shop, mit, Ich habe ja versucht mit eigenem Honig produzieren oder was auch immer? Ich habe ja alles zusammen versucht, mit Arbeiten mit Online-Shop und Insta. Und dort habe ich es dann schon gemerkt, so, das ist schon viel Arbeit. So, jede Mittagspause habe ich ausgenutzt, habe ich meinen Laptop mitgenommen immer bei der Arbeit und Mittag dann mit dem gearbeitet, dass ich am Abend bin ich dann kaputt war. Da habe ich dann schon gemerkt, so, das sind dann hat schon auch die Schattenseiten, die Also ich hast du das, nicht kennen. So, schaffst ohne Arbeitszeiten, so ohne immer. Zeitlimit, ja. Ja. Aber hast du von Anfang an gewusst, hast du deine Reichweite aufbauen, um so irgendetwas dann selber dich können vermarkten, in dem Sinne, hast du deinen Online-Shop dann selber vermarkten, oder ist das Nein, einfach natürlich irgendwie das ist authentisch passiert? Das ist natürlich passiert. Ich habe für die Marke selber früher Werbung gemacht. Ah, Und okay. dann habe ich den Inhaber so persönlich Ja. kennt. Und dann sind wir so essen, Mittagessen und so. Dann haben sie gesagt, die haben mehrere Online-Shops gehabt und Geschäfte. Und dann haben sie gesagt, sie haben nicht so Zeit für den Online-Shop und wir wissen nicht, was machen. Und dann habe ich so, wirklich so als Spass gemeint. Ich kaufe es euch ab. Und jetzt gehört es einfach mir. So.
Nice. Ja. So ist das entstanden. Ja. Lass am Schlangen gebracht. Und dort kommst du raus. Kannst du mir erzählen, wie heißt Estalia heißt. Estalia. Estalia. Ja. Den Namen hast du auch so übernommen. Ja, ich habe komplett alles übernommen. Und Ja. jetzt bist du die Inhaberin von dem. Ja. Ich habe natürlich viele Sachen geändert, gewechselt Ja, ja, in den ja. 2 Jahren und so, aber ich habe es übernommen. Cool. Ich war auch eine der ersten Influencerinnen, die ich für die Werbung gemacht habe. Ah, Und jetzt gehört's- wirklich? Ah, Ja. hure gut, hure Ja. gut. Wie, Geil, wurde geil. Das ist eigentlich so Voll. voll so der Traum von Was dem ist- Ganzen. was ist das Ziel von dem Online-Shop? Hast du das Ziel, 50 Produkte zu haben? Oder wie? Was willst du in Zukunft mit dem erreichen? Ja, das wär schon schön, aber es ist gleich Aufwand, weil ich tue halt alles selber machen. Und dann nimmt es mir Zeit, vor allem dann, wenn ich nebenbei auch mit Insta mache, dann nimmt es mir halt schon ein bisschen viel. Okay. Und Zeit, bis das alles gemacht ist, bis ich es getestet habe, bis es funktioniert, bis ich es online stelle, bis ich Bilder mache, Videos mache. Ja, das ist. Also, Ist du nicht machst so- schon alles selber. Mit den Fotos, Videos. Klar, wenn ich jetzt in einem Fotostudio gehe, dann ja. habe ich meistens Genau. Fotograf, Videograf. Ich habe es schon selber gemacht, aber schon mit so Unterstützung definitiv. okay, Also nicht okay. komplett, aber mit Unterstützung. Aber ich tue Cool. das viel selber auch Aber du organisieren. So. du tust alles managen, alles Versuchen, schauen, dass ja. das läuft. ja. Wie viel Mal musst du am Tag posten, dass du so Erfolg hast wie du? Oder wie viel Mal musst Gibt es so eine Regel überhaupt? Es gibt keine Regel, aber ich würde jetzt behaupten, auf TikTok versuche ich schon jeden Tag Okay. etwas zu posten. Und auf Insta schaue ich so jeden zweiten oder so. Also 3-4 Mal in der Woche. Schon. Versuche ich es Also schon, ja. 3 Mal vor. Okay. Und gehst du ein bisschen noch mit dem Trend? Schaust du ein bisschen, das ist jetzt im Trend, das mache ich nachher? Oder? Das machst du irgendwie wie automatisch, weil du hörst das Lied so oft und dann Ah, bleibt es ja. irgendwie im Kopf. Und dann, wenn du ein Video machst, dann tust du das Lied suchen und dann kommt dir so wie der virale Sound im Kopf und dann nimmst du den einfach so automatisch. Aber ja, versuche schon auch ein bisschen mit dem Trend. Nice, nice. Bald fährt Jona einen eigenen Song. Kannst du singen? Papa. Ich kann alles außer singen. Also, Wir wenn können's auch der nicht, aber wir Ohrenkrebs, machen's immer. wenn der Ohrenkrebs möchte, dann singe ich etwas vor. Also nein, dann tun wir einfach den Teil, wo wir vorher gesagt haben, nehmen wir noch Ja, nicht auf voll. und wir haben ihn schon aufgenommen. Oh, den haben wir Okay, schon jetzt einfach noch einspielen lassen. Macht mit KI schönere Stimme. Ja, voll. Das kannst du auch heutzutage. ja. Weißt du, finde ich beeindruckend. Weißt du, wo wir, ich sage jetzt mal so, erste Klasse Kindergarten sind, ist ja so voll der Klassiker, dass sich irgendjemand fragt, was willst du mal werden? Oder? Das ist so voll der Klassiker. Dann kommen alle Jungs kommen mit Fußballer und Tierärztin, früher hast du das voll viel mal gehört bei jungen Mädchen. Wenn du heute jemanden fragst, wenn du heute eine junge Frau fragst oder einen jungen Mann, sagen die alle Influencer. Wird werden wie Sharon David oder wie der Ist so. der Dingsbums, der Mr. Beast. Der Beast, ja. Weißt so, Ist so, tatsächlich. wie findest du, wie siehst du das? Wie findest du das? Ist dir das egal oder findest du das gut? das- Oder? Willst du, dass deine Kinder auch Influencer werden? Was für eine Frage. Das Wild. ist jetzt eine sehr krasse Frage, muss ich Ja, sagen. Ich habe wild. noch nie so weit überlegt, tatsächlich. Krass. Ja. Was? Ja. Ehrlich sagen. Das macht dir ja Spaß. Weißt du, ich weiß nicht, aber vielleicht, wenn bis es so weit ist, vielleicht ist es 10 Aber- Jahre später, dann ist alles noch einmal anders. Weißt, Das, aber- das wird so sein, komplett, das definitiv. Aber ja, was willst du sagen? Das ist nicht dein Kind, du unterstützt es, du versuchst, wenn der glücklich ist, dann ist gut. Ja. Aber das habe ich noch nie so weit überlegt, krass. Ja, das kann gut sein. Plötzlich, hallo meine Lieben, that's my daughter and that's my son. Ja. Es gibt ja mittlerweile auch viele Family-Influencer. Ja, Oder wie heißen die? Was für? So, weißt du, so, wo als Familie auftreten. Weißt? Aha, ja. Oder wie heißen die zwei, der Lustigen, die sind von der Schweiz? Die sind, Lose Randy und Lose. ja, nein, vom Welschonde. Der ein bisschen fester Ja, mit seiner Frau. Weißt Ja, du, wie ja. heißen die? Oh, Die sind so krass lustig. viral. Ähm, ja. Hey, aber die sind King of weltweit. Queens. Nein, die sind weltweit. Ja. Mega. Und Ich die sind weiß auch von der nicht, Schweiz. Die sind französische. Ah, französische? Ich glaube von Lausanne. Lausanne. Ah, oder wirklich? So. Ja. Ey, die sind extrem und auch lustig. Die machen coole Videos. Extrem, Die haben extrem. bekannte Leute. Die sind einfach Ja. von der Schweiz. Ich finde auch witzig, die zwei, es gibt ja so zwei, ich weiß gar nicht, was da für Landsleute sind, so zwei Brüder mit Bart, wo du zu dem Lied so da, dumla, da, immer tanzen.
Wo immer der genau gleiche Tanz machen irgendwie mit 30 verschiedenen Leuten. Weißt du das Lied? Nein, weiß nicht. Made in Romania. Mad in Romania. Ah, jetzt weiß ich mal welchen. Das Jetzt Lied, weiß ich amigo. welchen. Keine Ahnung, wer das Folgst ist. hast du deine Lieblingsinfluencer, die du folgst oder Leute, die du sagst, schau. Ja, Inspirationen holst oder so. Kannst du erzählen? wer? Tut man das? Klar. Jetzt so vielleicht viel mehr so deutsche Influencer. So. Okay. Zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt kommt mir Ivana Santa Cruz wegen dem Tanzen. Ich liebe so Tanzvideos anzuschauen. Kannst du auch tanzen? Nein. Kannst du breaken? Wir können breaken. Talava kann ich. Oh, Talava! Soll ich Albanisch ablassen? Oh. Nein, nicht so tanzen kann ich nicht. Ich bin jetzt kein Bewegungslegastheniker, oder wie das heisst, aber jetzt so wie Ivana niemals. Aber die Ja gut, die zum macht das Beispiel... einen Hauptberuf. Ja, nicht? die Also, ist krass. Zum Beispiel oder für Disziplin schaue ich sehr gerne Pamela Reif an. Die hat jetzt krasse Disziplin. Für so Motivation. So, das ist immer so ein bisschen, es kommt immer darauf an, für Aber was. also ist so ein bisschen, wirklich wenn du in einem Mood bist, dann gehst du auf das Profil von einer Nicht unbedingt. bestimmten Person. Nein, aber du hast immer so Halt die im Feed. ersten im Feed, wo Ja. ein bisschen Schweizer Influencer auch, wegen dem Okay. Style und so. Klar, es ist Ah. sehr viel. Also befasst du dich auch mit Persönlichkeitsentwicklung, wenn du sagst, so mit Disziplin, Motivation? Ja, schon ein bisschen. Versuche auch ein bisschen viel zu lesen und so, wenn ich Okay. ein bisschen Zeit habe, definitiv. Schön. Das hat mir schon ein bisschen geholfen, ein bisschen Okay. disziplinierter sein und die Sachen ein bisschen anders anzuschauen. Ah, nice. Motiviert. Schon lang. Die letzten 2 Jahre mehr. Mehr, ja. Also eigentlich definitiv. seit du selbstständig Ja, bist. ja. Versuche da ein bisschen Mindset. Dich selber ein Cool. bisschen zu besiegen, dich selber zu pushen. Ja, unbedingt, sonst macht es niemand. Wenn Ja, du ja. selber nicht Ja, das pushst, ist so. selber machst, selber... Was wirst du für einen Typ bei den Leuten geben, dass sie sollten viel machen oder dass sie sollen anschauen? Vielleicht hast du etwas, wo du sagst, schau, ich mache das und mir hilft es. In Bezug von... Einfach allgemein, so eben dich selber pushen, motivieren, dein Mindset stärken. Bewegung, das hilft mir. Schon, Ja, wenn ich sehe, ich komme einfach nicht weiter, ein bisschen laufen, ein bisschen Cool. Sport machen, ein bisschen Fitness, ein bisschen Podcast hören. So, los die los jetzt. Ja, unbedingt. Also das ist Motivation Nummer uno. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Ja, so, halt so, Nice. wie man es kennt. Mir persönlich hilft das mega. Konsumierst du selber auch Podcasts? Oder du hörst Ja. selber auch? Ja, tatsächlich, ja. Schon. Ich Ja, ja. Früher hat jeder Musik gehört die ganze Zeit. Ich kenne jetzt Ist mega so. viele Leute, die Podcasts hören. Also ich persönlich, manchmal, wenn ich so, keine Ahnung, 2-3 Stunden Auto muss fahren, ich höre manchmal so eine halbe Stunde Musik, dann Genau. denke ich mir so, Ja. ach, so langweilig, irgendein Podcast. Immer Keine wieder Ahnung, die was mich gleichen jetzt Sachen hörst, ist ja beschäftigt. sowieso. Egal, was mich jetzt so irgendetwas beschäftigt, Ja, gebe ich einfach das erste Wort ein und dann Ja, kommt voll. irgendein Podcast. Ja. Ja, mittlerweile gibt es auch mega viele, die das machen. Auch. Das ist jetzt aktuell. Auch in der Schweiz. Ja, da ja, gibt's auch- in der gibt's auch Schweiz, mega- ich find's auch. Ich habe mich gefragt, ob es, weil wir jetzt selber einen Podcast machen, dass es bei mir die ganze Zeit im Feed kommt, weißt du, auf Ah, Instagram. Ja. Aha, ja. Ist auch möglich, so, wir werden die abgelost über alles, oder? Ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich mich gefragt, ob das wirklich so ist oder einfach bei mir das Ganze angezeigt wird. Aber es hat sehr Ja, viel. nein, das ist Ja, ich so selber viel. höre auch. Aber ist geil, so kannst du bei anderen ein bisschen schauen, die schauen bei dir, dies, das und voll. du wirst immer besser, voll. siehst du. Ja, Ja, selber das- gegenseitig pushen. Ja, klar. Also mir persönlich hat das schon geholfen, muss ich sagen. Mhm. Weil es kommt je nachdem, wie es mir gegangen ist. Wenn man so Genau. Down-Zeiten hast im Leben, dann gibst du schon Voll, mehr ich mach das auch. Podcast gehört anstatt Musik. Weil heutzutage ist ja auch, je nachdem, was für Musik du hörst, das hat ja einen mega Einfluss auf Mhm. dich selber. Ne? Deinen eigenen Mut, ja. Ja, deswegen dann. Ich finde, weißt du, das finde ich paradox, wenn Leute, gut, ich kenne jetzt selber niemanden, aber ich habe das schon in Videos gesehen, wenn jemand traurig ist, dass er traurige Musik hört. Dann denke ich so, Amigo, Voll. du hast das Ganze glaube ich nicht so richtig verstanden, Amigo. Das, du bist ja noch traurig. Amigo. Ja, voll. Ja, das sind die Glaubenssätze. Das ist- das Ja. komplett am Arsch. Ich zum Beispiel, ich mache das Uhren, wenn, weißt, viele fragen mich, ich tue immer so auf Stories lachen oder bin nonstop am Smilen, das ist allgemein. Das ist sehr schön. Aber ja, das ist schön, aber weißt, jede Person hat ja ein bisschen manchmal seine Down. Und wenn Ja, ich zum klar. Beispiel manchmal so meine schlechten Zeiten habe, bin ich sehr viel für mich gern Mhm. und höre ich entweder Podcast oder eben so inspirierende Mhm. Videos Ja. oder motivierende Videos, wo du auf Spotify kannst hören oder auf YouTube. Ja. Und dann lasse ich mich inspirieren und push Ja. mich selber, schreie umeinander. Ja, es ist wichtig. Ja, wenn absolut. du musst schreien. Wenn jemand Genau. willst,
rufst jemanden, redest, Ja. aber musst gleich, du kommst Das ist so. selber, musst dich selber aus Das dem ist- Loch raus Raus ziehen. manövrieren. Selber ja. so, du bist der Dunge, musst dich selber so. Ey, Ich komm, finde Mann. aber witzig, dass wir haben, viele positive Nachrichten bekommen wegen dem Podcast, wegen dem Ganzen, Sehr oder? schön, sehr schön. Auch die eine oder andere Nachricht, die weniger positiv war. Mhm. Ich sage jetzt mal 1 oder 2 Nachrichten, maximal 2,5. sind davon gewesen, dass der Luz ein spezielles Lachen hat. Und dann, und nachher ich so, weißt du, was kommt? Schau, wenn das schon Leute so triggert, dann ja von allen Videos, Ja. die wir haben, habe ich einen Ein Ausschnitt Zusammenschnitt. genommen, einen Zusammenschnitt So genommen, cool. wie Complimation genommen, wie er So sein cool. wunderbares Lachen in die Welt verbreitet. Sogar Unbedingt, unbedingt, genau so. Ein DJ hat sogar ein Sample, was sagen wir in dem? So ein Sample genommen und immer abgelassen im Club. Mein Lachen. Und dann, weißt du, der ist immer, und der ist so, das hat so dumm tönt. Dein Lachen? Ja, der hat einfach Oh das Lachen mein immer. Gott. Alle voll am Vieren, dann höre ich so das Lachen. Was ist das? Ja, genau so. Das ist So komisch. lustig. Das ist lecker. Aber nice. du genau so tust du irgendwo durch dann Absolut. Klar. Das Weißt- ist ja dein Lachen, kannst du jetzt Ja, nicht ja, denken. das ist also- Unbedingt das Beibehalten. Also, Weil- einfach weil so, wie du lachst. ich habe nur weil ich dich vorher gefragt habe, wegen wie du mit Hate und schlechten negativen Kommentaren und so umgegangen bist. Wie gesagt, du musst einfach liken. Weil Ja, das ist für mich, wenn irgendjemand mit dir schlecht umgeht oder kein Kommentar hinterlässt, dann hat es nichts persönlich mit dir zu tun, sondern es ist einfach eine Selbstreflexion also vom anderen. Bro, Keine Ahnung, sehr was gut es für ein sein, Mensch ist, dass er das macht. Das ist einfach, er ist, ja, Selbstreflexion. Aber wir Albaner, ich kann sagen, ich bin selber Albaner, wir lieben das über andere reden. Wieso haben wir das so? Wieso haben wir das so im Blut, dass wir so gerne über andere... Wir beschäftigen, voll das ist, und es gibt so ein Sprichwort, ich weiß nicht, wie auf Albanisch ist. Wir lieben andere Probleme, wir befassen uns mit unseren Problemen nicht, wir haben gerne andere Probleme befassen, weißt du? Also ihr befasst euch mehr mit, ihr habt es lieber über andere genau. Probleme zu reden und denken. Ich so mit denen zu liebe befassen. gerne dir mehr sagen, wie das läuft, dabei läuft es bei mir gar nicht. Weißt du, ich meine, so in dem Ja. Sinn. Ich weiß nicht, das haben wir bei uns extrem. Ich weiß nicht, von wo das kommt. Das ist schon Jahre und wir lästern gerne. Und warum vor dem Thema lästern hast? Ich will lästern wegen Kaffee. Nein, ich weiß es nicht. Weißt du, das ist ein interessanter Gedankengang. Ich habe mal ein Buch gelesen diesbezüglich. Eine erfolgreiche Person und eine Person, die gestanden im Leben steht und sich mit sich selber positiv befasst, macht keinen negativen Kommentar, der nicht konstruktiv ist, Mhm. über dich. Ja, Der kommt nicht zu dir einfach und sagt, hey, du bist ein Spaß, ist eine Riesennase, Ja, voll. eine Riesenzinke, was machst du mit dem Teil? absolut. Wenn die andere Person zufrieden mit sich selber ist, Mhm. dann sagt er vielleicht dir, hey, finde ich nice, was du machst. Ich würde es vielleicht so und so machen oder hast du schon mal überlegt, so und so zu machen. Ja, ja, Weißt, voll. konstruktiv, die Voll. versuchen, aber einfach aus Prinzip, Spaß. Machen Weil viel, ja. das macht niemand, der selber zufrieden ist mit sich selber oder erfolgreich Ja, ist. aber in das dem sagt nachher Bereich. auch gar nicht über dich etwas aus, sondern Mhm. vielmehr Ja. über die Person, die die Nachricht verfasst. So. Ich habe es, wieso ich dich vorgefragt habe, weil ich bin schon viel in den sozialen Medien voll unterwegs. Ich bin überhaupt nicht unterwegs in so Sachen gewesen. Oder immer noch nicht. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben, weißt du, dann so eine negative Nachricht bekommen auf unserem Podcast-Account. Sehe ich das so? Und ich höre immer so lachen. Ich sagte, der Typ oder die Dame hat sich hure Mühe gegeben, um das zu schreiben, die hat sich Zeit genommen, um wirklich immer zu schreiben, ey, sind voll die Böcke. Oh Dann denke ich so, Gott, Dann denke ich so, krass, du hast da echt so viel, ich bin da so viel wert. Danke vielmals, man. Das ist hure herzig, dass du mir Ja, so viel... aber auch Zeit das schenkst. ist, müsst so schauen, auch das ist Marketing. Genau. Ja, Also so eine Nachricht zu verfassen, wird so wie das Video wird nachher viel mehr von den Leuten angeschaut. ja, es geht in den Sagt- Algorithmus, ja. Man sagt, wenn du Leute hast, aber wenn du Neider auch hast, das ist gut. Dann ist das, was wir machen, eigentlich richtig. Ja, du greifst ja auch nur, wenn du auf den Sport beziehst, du greifst ja auch Ja. nur den an, der den Ball hat. Ja. Ist Also so. Fußball, Ist so, wenn du ja. eine Fußball-Anekdote willst machen, du mit 2 linken Füßen geboren bist, by the way gesagt. Weißt du, ich bin da nicht an der Vokal. Wie viel Goal habe ich da geschossen? Du hast Halbsal, 3. Ah, Kollege, ich bin reingegangen, 1 Minute, zack, zack, Goal wieder raus. Nein, aber ja, auf jeden Fall, das hat mich vorher einfach noch Wunder genommen, darum habe ich es vorher angesprochen.
Yes. Aber ich finde sehr inspirierend, dass du dich mit dir befasst hast oder mit dem Thema. Ja, voll. Selber das zweite Standbein machen mit dem Online-Shop, dass du deine Marke selber promotest. Seit 2 Jahren komplett selbstständig. Das ist Gut, das ist sehr gut. Also ich bin jetzt... Nein. ich bin nur schon Ahnung. überfordert, was schreibst du in der Steuererklärung als Beruf rein? Das will mich nur schon überfordern. Gut, sie ist eine Firma. Ja. Das ist Eigentümer. Ah ja, gut, Ja. ja stimmt. Ja. Aber sonst kannst du ja auch als Influencerin da, Einzelunternehmer oder so. Ah, okay. Ja. Ich habe noch nie eine Steuererklärung für So. eine Influencerin ausgefüllt. Tust du eine Steuererklärung ausfüllen? Ich bin Schweizer, ja. Ja, voll. Du bist mehr Buchhalter, ich habe keine Ahnung von dem. Ich bin, Ja, ich brauche eine Stimme. ich bin in der Oh. Finanzbranche tätig, so das ist... das, Meine Buchhalterin sieht es aber gerade nicht, weil sie ist eine bisschen ältere Generation. Aber Sag erfahren. Eltern sind hure fies. Erfahren. ja, also erfahren. Wieso erfahren? Was ist das? Ja, sehr erfahren. Du sagst an einer Frau, dass sie alt ist oder an einem Mann. Sagst, du bist erfahren, du bist Voll, eine sehr ne? erfahrene Person. Also ich habe gar keine Mühe, wenn mir jemand sagt, ich bin alt. Du hast vorhin gesagt, du bist 18, Bro, du bist über 30 Voll Jahre. nicht, ich habe gesagt, ich bin 18. Im Großen und Ganzen, ich weiss, wie ich mit Buchhaltung... Ich finde, ich bin Katastrophe dort. Mhm. Aber ja, aber das gehört dazu. Ja, in der Selbstständigkeit Schweiz, oh musst- mein Gott. Ja. Wenn du das nicht im Griff hast, Ja, gib kannst du schnell auf die Nase. gib auch ab, so. I'm here. Genau. Ich kann da gar nichts dazu sagen. Ja, das ist auch richtig. Das ist super. Ja, aber du musst auch deine Stärken, die du hast. Genau. Auf das musst du dich fokussieren. Der Rest, den kannst du abgeben. ist Absolut. Ja. ab. Also, Es gibt Leute, die das gerne möchten. Ja, aber. Bro, ich bin kein Buchhalter, Alter. Vor allem, weißt du, was ich mache, Alter. Alter. Aber ja. Ja. Yes? Von meiner Seite, es war sehr interessant, sich mit dir zu unterhalten. Genau. Hat Spaß gemacht. Wieder Mir mal hat es auch etwas, mega Spass gemacht. wieder mal etwas klären. Funny gefunden. Richtig. Dein Lachen. Ja. Und der Uhrenpack. Hast du etwas so als Abschluss vielleicht unseren Zuschauern zu erzählen? Oder zukünftige Influencer, Content Creator, wo du da mitgeben, vielleicht etwas fürs Leben oder ein Input von dir? Piep, nein. Gott. Mach jetzt nicht. Ja, nicht machen. Ja. Weniger Konkurrenz. Nein, niemals. Niemals. Nein. Einfach wie von Anfang an gesagt, einfach versuchen, machen, kein Druck mit nichts, sonst kommt es nie gut. Und konstant dranbleiben, egal was man macht, irgendwann wird sich das auslohnen. Und einfach immer ein korrekter, guter Mensch sein. Das ist Wow. trotzdem immer Beautiful. das Schönste. Das Beste. Schöner Abschluss auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Egal, weißt du, so eine Zahl, Followerzahl, keine Ahnung, Geld, das macht dich nicht aus. Schlussendlich macht es Menschheit aus. Jawohl, ein Das sehr ist schönes cool, Schlusswort. Yes, baby. Ladies Danke, and danke. gentlemen, Yes. Das war's Es von ist- Lucy. Aha, yeah. Ich bin eine Woche warten. Selber schon. Hört die alte Episode. Folgt uns auf Spotify. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Lucy. Lucy. Aha. Fatjona. We here. We going. Fatjona. Yeah. Thank you Muri. so much. Yeah. Murze. Fribourg. Die reden Berndeutsch. Niemand weiß warum. Yeah. Aha. Talk it like Loose D.